En de nächste 20 Minuten haben wir wieder unsere Geschicht von George Rempel. Het handelt zich hier om ervaringen die onze voorväter dort maken in de eerste paar jaren. En ook wo ze een probleem hadden met de agaristen die op dat land vieren, wat ze zich daar gekauft hadden en door niet willen rauftragen. Wo ze dan wat der Schmiedehaus in Deutschland, wat in San Antonio de los Arenales, wat nu ook Themokheid wonen deed, wo ze am New Mexico City schickten, zum halten die Sache zu schlichten. Ich wünsche dir einen guten Anfang. Unsere Geschichte. Wir wollen uns mal noch weiter mehr von unseren Voreltern ihrer Pionietiet in Mexiko vertellen. Wenn die Mennoniten an ihrer Pionietiet mal noch Pionietiet fahren wollen, da ihre Produkte zu verkaufen und anzukaufen, oder da einen Doktor zu sein, dann fuhren sie manchmal mit ihrer Piet bei San Antonio, spanden dich bei der Zugstation uit, en bongen de Piet omweren, wo natuurlijk wer bijblijven moest om daar nog op te passen en de Piet te bezorgen. En dan fuhren sie mit dem Zug naar Pionietiet. De Zug bleef in Cusi maar etliche Stunden. Aber de Mennoniten kregen ihre Geschäften meistens schwind genug gedonen, um noch reinkommen mit dem Zug selben Tag bei San Antonio zurückzufahren. Da spanden sie weiter ihre Piet an und fuhren damit Batus. Den langen Namen Pionietiet brauchten die Mennoniten durchweg nicht. Sie sagten einfach bloß Cusi. Cusi wie eine große Minenstadt, die übrigens all den Anfang hat von Klanderwaren, als die Mennoniten nach Mexiko trocken. Die Minen können nicht mehr so recht wiederarbeiten. Nicht willst du nicht mehr Gold wehr, aber willst du immer mehr Wasser an den Rand, sodass du nicht mehr viel anzufangen wäre. Und willst du, dass viele Arbeiter nicht mehr Arbeit hatten, und diese arbeitslose Lied sagen, dass San Antonio de los Arenales am Tonehmen wäre, und dort Arbeit wäre, trocken immer mehr Arbeiterfamilien von Cusi nach San Antonio, sodass San Antonio stark grader wird und Cusi bosig kleiner wird. Die 12 Korinther wohnten noch viel wieder auf von wo Doktors wären. Aber die wären so glücklich, dass sie einen Sommerfeldermann anwohnen hatten, der einen kleinen Truck hat. Wenn das mal neidig wäre, für wem schwind Doktor zu fahren, oder wenn mal schwind fehlt ein sogenannter Doktor Mumtje, Midwife, zu holen, dann käme an des Sommerfelder sehr zu Pass. Pionietiet Peters wordt genannt. Pionietiet Peters in Berwol, Campo 107, der da ook meest voets am Anfang al een Stuhl had, en later ook nog einen Buchhalthandel en eine Käsefabrik. Dort wird die Sommerfelder, der da op de Swift-Kolonie mangt die Oud-Kolonie wohnt. Heeft veel Mal voor de Oud-Kolonie mit seinem kleinen Truck gefahren. Manchmal bloß bei Rosendahl, naar Dr. Johann Hans, aber auch manchmal noch Pionietiet, noch gelehrte Doktors. Man hat gesagt, dass Pionietiet Peters, als er mit seiner Familie als einer von den ersten nach Mexiko trug, dann konnte er nicht mit Old-Kolonie Taub am Zug nach Mexiko fahren. Er muss mit der Sommerfelder Taub an einem Zug dahin fahren. Aber als er und seine Familie erst in Mexiko wären und in Berwol wohnten, dann konnte Pionietiet Peters Familie weiter friedlich manche Old-Kolonie am Dorf Borwalde wohnen, zoals in Saskatchewan. Pionietiet Peters, seine Frau, via Old-Kolonie. Nu twischen er eerst mal wat van wat Schuljungens aankomen kan, wenn die sich in Bett langwielen in ihre nieuwe Heimat, am großen Bastierstuhl, dort zwischen zwei Boyschichten liegt, wie San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko. Zwei von meinen Brüdern und zwei von meinen Vaders am neuen Blumenort, wie San Antonio, wären als Nobersjunges jeder Tag taub gewast, und sie haben dort jeder Tag immer weitere gesehen, dort am Osten von Blumenort, so ziemlich kreis zu derselben Zeit am Tag, ein langer Zug über den Boy kam, und dann wie Blumenthal
voorbij naar San Antonio de los Arenales aanvoer. Aanvangt dat zo aan te loten, als wanneer dat zo dichtbij weer, dat ze goed zullen kunnen schwind van dichtbij checken gaan, wanneer am nächsten dag waar er een Zug komen wordt. Ze leden daarop los am nächsten dag, aber als ze 2 kilometer gewonnen wären en wat den hingersten eng Huiskerl kämen, dann sagen dort nicht nur, dass die Boy all viel wat dichterbij gekommen wären. Sie waren sich einig, die Boy wären vielleicht doch to weit auf, zum wat dort kommen, ehe die Zug käme. Und sie bereden sich, sie würden lieber zurückgehen, als ihre Mütter würden vielleicht doch bald wundern, wo ihre Jungs geblieben wären. Einer von diesen 4 Jungs hat mir das mal ungefähr so vertalt. Und nu war dat terug naar de Mennonitische Pioniere, ihre Erfahrungen en ihre nieuwe Heimat am Drehen Bustiostol. De Mennonitische Pioniere hadden sozusagen alle heltende Wildes mitgebracht von Kanada naar Mexiko. Einige brachten ook eiserne Wildes mit. En alle Baggers, wat sie von Kanada mitgebracht hadden ook heltende Räder. En al am eersten winter waren de Pioniere dort aan, dat het 3 klima en Bustiostol op de heltende baggy en wellenreder zo uittreed, dat de eiserne Reifen om de heltende Räder beständig los waren. Immer weiter mussten sie die Räder nachchecken, dat de eiserne Reifen nicht von der Räder rauf gingen beim Fahren. Nu wil ik wat vertellen van onze Vereldern ihre Probleme met de Ejidos, de Agraristen, die op ihrem nie gekauften Land woonden en nicht herauftragen wollen. De Zuluaga-Familie had de Mennoniten dat grote Fleck Land en Bustiostol met dem Versprechen verkauft, dat zij de Ejidos, de Kleinformer oder de Agraristen, die sich daarboven op mehrere steden al hadden fleckiges Land toegeëgend, wurden von den Mennoniten ihr Land raufbringen und an Zestwur von ihr Land geben. Aber da war nichts von. Die Zuluaga-Familie kümmerten sich gar nicht darum, diese Ejidos Zestwur ab ihr Land anzusiedeln. Und dort geht nicht lang, dann gibt dort Spannungen zwischen mennonitische Former und diese mexikanische Kleinformer. Mennonitische Leiders hatten al mehrere Mal daran angeholen, dass die Zuluagas de Ejidos von ihrem gekauften Land raufbringen sollen, so als sie an dort versichert haben, dass sie dort tun würden. Aber nichts passiert. Nur dem mennonitische Leiders wiederholt bei der mexikanischen Regierung daran angeholen haben, das Problem zu lösen, kam von Mexico City eine Regierungskommission nach San Antonio de los Arenales, diese Sache zu untersuchen. Diese Kommission die dort 2 Wege ihre Untersuchungen zu machen. Und an diese 2 Wege unterhält der junge Walter Schmiedehaus sich mehrere Mal mit Gliedern von dieser Kommission und wird dadurch an, mit was für einem Problem die Mennoniten dort hier zu tun haben. Walter Schmiedehaus sagt dort klar, dass das ein Konflikt wird zwischen der Zuluaga-Familie, die die Mennoniten dort Land verkauft hat, und der Agraristen, die Ejidos, die sich von den Zuluagas ihr Land flächiges angeehnt haben und glaubten, dass sie ein Recht hatten, dort zu holen. Die Regierungskommission von Mexico City war gekommen und war da zurückgefahren und doch passiert noch einmal nichts. Die Spannungen zwischen den Mennoniten und den Agraristen nehmen sehr bosig zu und bald ging auch noch allerhand Verteiler rum, mit Mennoniten und Mexikaner, die gar nicht stand. Man redet sogar davon, dass die Regierung die Mennoniten ihre Einwanderung abholen will. Und dort vielleicht auch die Mennoniten ihre Freiheiten zurückgetragen worden sollen und so weiter. Walter Schmiedehaus hat am Herbst 1924 als sehr daran gearbeitet, den neuen Gouverneur Jesus Antonio Almeida in Chihuahua zu informieren über die Mennoniten ihr Problem mit den Agraristen und hat versucht, von ihm Hilfe zu kriegen, den Mennoniten ihr Problem regeln zu halten. Am 19. November können die Manitoba-Kolonie-Vorsteher Abraham Neudorf
in de Slufkeren-kolonie voorsteher Cornelius Wolf, Johann H. Wiebe, Jacob Ens en Walter Schmiedehaus mal met dem Gouverneur in Chihuahua mehrere Stunden reden, zodat mal alles am rechten Tauphang met aanduigereed worden kon, sagt Walter Schmiedehaus, der de mennonitische leiders Redner en vertreter wie diesem Top kommen mit dem Gouverneur. Wann von jemals wer viel mehr davon weiten will, wo Walter Schmiedehaus verwickelt wird mit den Mennoniten Problem, en wo dort käme, dat hij voor de Mennoniten in Mexico City geschickt wordt, om bij de federale regering hulp te zoeken, dan leest dat Schmiedehaus Buch, die Alkolonie in Mexico, oder eine feste Burg ist unser Gott, so heet seine eerste uitgave van zijn Buch. Mennonitische leiders hadden gesperrt, dat regeringsbeamte naar Walter Schmiedehaus horchten, wanneer hij met de reed, besonders kloosheid, had dat gemaakt, en naar seinem denken moest met dem Problem tussen de Mennoniten en de Agraristen nu wat gedaan worden. Hij reed met Johann Friesen en voorsteher Abraham Neudorf über diese schwierige Sachen und schlug vor, dass die Gemeinden den jungen Walter Schmiedehaus anstellen sollen, für die Mennoniten nur die Hauptstadt zu fahren, dort mit der Regierung über ihr Problem mit den Ejidos oder Agraristen zu reden und auch über die herumgehende Verteilung der Menschen, Mennoniten und Mexikaner. Aus Klaasheide seinen Vorschlag mit Johann Friesen und Vorsteher Abraham Neudorf durchgeredet hat, und der auf seinem Vorschlag angewonnen wären, dann ging er nach Walter Schmiedehaus und sieht dann, dass es mein und unserem Ältesten Johann Friesen sein Wunsch, dass du, Walter Schmiedehaus, im Auftrag von den mennonitischen Kolonien nach Mexico City forscht, und dort mit der Regierung für uns versuchst, ons Problem mit den Agraristen zu regeln. En ook Klarheit zu finden über was bei San Antonio verteilt wird, von den Mennoniten ihre Einwanderung abholen und Schulfreiheiten tragen. Walter Schmiedehaus steht tau, für die Mennoniten nach Mexiko zu fahren. Und er sagt, als der Gouverneur in Chihuahua dort hört, dass ich im Auftrag von den Mennoniten nach der Regierung in Mexico City fahren soll, dann kriegt er mich an, noch welche Sachen mit mir durchzureden. Der Gouverneur sieht, er wird ganz auf die Mennoniten sieht, wenn die haben wollen, dass die Zuluagas ihr Versprechen holen sollen und die Agraristen von ihrer Kolonie raufbringen. Der Gouverneur gibt Walter Schmiedehaus ein Empfehlungsschreiben mit an den Präsident in seinem Ackerbauminister. Er schreibt in diesem Empfehlungsschreiben, dass er dort ganze mennonitische Siedlungsunternehmen empfehlen kann und dort sehr gefallen wird, wenn die Mennoniten ihre Angelegenheiten gänzlich geregelt werden können. Und, sagt Walter Schmiedehaus, er kriegt auch verschiedene Empfehlungsbriefe vom Municipalpräsident Melendez mit und fuhr dann am 23. Januar 1924 auf nach Mexico City. Wieder schrift Schmiedehaus, ich muss in Mexico City eine ganze Weg damit arbeiten, mich in alle Regierungsdepartements, die hier in Frage kommen, vorzustellen und alle Wegen die Einwanderungsangelegenheit in den Vorgrund zu bringen, wo sich wiederzukommen. Als ich von dem Direktor von Länder und Kolonisation abgenommen wird, hält ich da einen 3,5 Stunden langen Vortrag über die Mennoniten ihre Sachlehre bei San Antonio, in dem ich all die Vorteils hochkriege über den Einsatz, die die Kolonisten im Land hineingebracht haben. Nur dem verteile ich, was ich bei den Mennoniten ihre Jäger erfahren habe, auch von all die Jägerpartie ihre wichtigen Punkte. Ich sehe, dass es durch nicht die Mennoniten ihre Aufsicht, sich ganz von den Mexikanern aufzuschließen, so es an dort vergeschmitten worden ist, aber dort die Mennoniten einen freundschaftlichen Umgang mit den Mexikanern wünschen und auch versuchen zu pflegen. Aber die Mennoniten können dort nicht helfen, dort sie Schwierigkeiten haben mit den Agraristen. Sie sind in dieser Sache ganz unschuldig. Man hat an 3 Jahren Krieg das Land auf Vertrauen und Glauben verkauft mit der Versicherung,
an dort frei von Agraristen anzuhängen. Dort ist aber nur 3 Jahre noch immer besaat von Agraristen, und die Schuld dafür traf doch auf keinem Weg die Mennoniten. Wenn die Rancheros Anspruch haben an dort Land, dann hat man an dort nicht verkaufen dürfen. Und die Verkäufer sind die Einzigen, die diesen Punkt mit der Regierung und der Rancheros zu regeln haben. Die Mennoniten befinden sich gerade zwischen 2 Fisch. Auf der einen Seite die Verkäufer, die ihr Geld pünktlich fordern, und auf der anderen Seite die Rancheros, die das Land für sich beanspruchen. Der Direktor gibt mir an diesem Punkt recht. Er sagt, sie wären nu sehr an der Arbeit, diese Sache anzulegen. Der Direktor sagt, er fehlt Geld darüber, mal einen persönlichen Vertreter von den Kolonisten für sich zu sein und viele von den unklaren Angelegenheiten von diesem Vertreter mal von einer anderen Seite geschildert zu hören als bei hier. Und dann, sagt Walter Schmiedehaus, kämen wir auf den eigentlichen Zweig von meiner Reise. Wir brechen hier weiter auf, weil es unsere Zeit aufgeräumt ist. Nächstes Mal noch ein bisschen mehr von was Walter Schmiedehaus sagt, von seiner Arbeit und seinem Erfolg bei der föderalen Regierung in Mexico City und dann noch mehr von der mennonitischen Pionierarbeit wie San Antonio und Chihuahua, Mexiko. But nächstes Mal, ich sehe George Ramble.